Hallo zusammen, da ist der Movie Guru. Ja, ich stehe da gerade beim Kino Metropol in Zürich. Ich habe gerade den Film Shelter gesehen. Es gibt ja Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Beim Jason Statham kann man das sagen. Er dreht Filme, die eigentlich immer gleich sind und doch anders. Harte Actionfilme. The Beekeeper 2, Parker und. Natürlich auch der Transporter damals. Das ist eine Rolle, die er kann, der Einzelgänger oder der Draufgänger, der voll übers Ziel haut und eigentlich nur noch ein Ziel hat, abzurechnen mit der Ungerechtigkeit von der Welt. Meistens sind Schreibtischtäter. Der Jeremy Irons hat den schon gespielt. Das Mal spielt ihn der Bill Nighy. Das Schöne am Film ist, er ist straightforward und er will nicht mehr sein als einfach ein Actionfilm. Keine grosse Explosion, es hat eine Autoverfolgungsjagd drin, ja klar, aber er spielt einen Einzelgänger, der zurückgezogen lebt auf einer Insel in Schottland und quasi so untertaucht ist. Der einzige Bezugspunkt zu der Gesellschaft ist ein junges Mädchen, Jessie, wo ihm quasi die Lebensmittel bringt und so ein bisschen einmal pro Woche. Und wo ein Sturm aufzieht und sie fast vertrinkt, rettet er sie. Aber durch das fällt er auf und seine Anonymität ist vorbei und er wird gejagt für eine Sache, die er früher gemacht hat. Würde jetzt zu weit führen, da könnt ihr den Trailer schauen oder auch Kritiken lesen. Fakt ist einfach, der Film ist wirklich straightforward, cool gemacht, hat coole Action-Elemente drin, coole Fights. Eine Autoverfolgungsjagd hat auch eine schöne Beziehung zwischen dem Jason Statham und dem Mädchen. Es kommen so ein bisschen Erinnerungen, werden natürlich da wach an Leon vom Luc Besson, wo wir den Jean Reno hatten und Natalie Portman. Oder auch der Denzel Washington und der Elle Fanning im Actionstreifen Man on Fire, knallharte Kost. Man on Fire oder auch Leon gehen noch weiter als Shelter. Shelter ist auch in Sachen Brutalität nicht jetzt am Top-Level. Aber der Film ist spannend, der Film ist gut gemacht. Und ja, es ist das, was man erwartet, das kommt man über. Und wo Jason Statham drin steht, drauf steht, ist er auch drin. Und seine Fans werden sicher den Plausch haben. Man kann ihn jetzt im Kino schauen, aber es ist natürlich ein Film, der auch im Heimkino wunderbar wird funktionieren, im Streaming etc. Also ich denke wirklich eine gute Unterhaltung, wo man ein bisschen abschalten kann und ein bisschen escapen von den Übel der Welt und natürlich sieht, wie man mit Schreibtischtätern abrechnet. Schreibtischtäter, wie sie ja heute an der Macht sind, klar. Aber ich will jetzt nicht auf das eingehen. Es ist einfach ein Actionfilm, der nicht mehr sein will als das. Ist auch zügig inszeniert, geht nicht 90 Minuten, sondern ein bisschen mehr als 100, aber immer noch okay. Gute Unterhaltung und was will man noch mehr? Ich wünsche euch gute Zeit und viel Spass. Ade miteinander.